Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch zu der samstagabendlichen Unterhaltung von mir. Wir machen mit unserem Trainingsrun weiter. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, denken wir mal noch schön dran, dass wir hier Trainingsrun draus machen. Zack, Trainingspunkte. Was ist denn jetzt? Heute ist Samstag, ne? Das letzte Mal haben wir uns am Montag gesehen. Seitdem ist jetzt eigentlich so viel nicht passiert, außer dass ich irgendwie von Donnerstag auf Freitagnacht habe ich irgendwie nachts entweder schlecht gelegen, schlecht Bewegung gemacht, ich weiß es nicht. Seitdem tut mir hier der Nacken weh wie Sau. Ich kann zwar in die Richtung, kann ich ganz gut gucken, ja, aber in die andere Richtung, du ist hier Schluss. Weiter geht's nicht. Das tut einfach weh wie Sau. Naja gut, ich habe jetzt mal einen Termin bei der, wie heißt das, Chiropraktikerin. Ist ja auch irgendwie, finde ich, interessant. Also ihr kennt ja bestimmt noch Two and a Half Men. Und der Bruder vom Charlie Sheen, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube Alan oder wie er geheißen hat, der war auch Chiropraktiker. Und in den USA kannst du da auch einen Doktor machen, also so ähnlich wie Medizindoktor, keine Ahnung. Und in Deutschland natürlich nicht, aber wie dem auch sei, da habe ich jetzt bei so einem Chiropraktiker einen Termin gemacht. Und dann gucken wir mal, ob der das wieder ein bisschen die Reihe ruppen kann. Ich habe mal gestern zum Schlafen schöne 800er Ibo geballert. Dann konnte ich zumindest heute Nacht einigermaßen gut schlafen, aber jetzt gerade so beim Autofahren, Schulterblick ist echt... Also Autobahn müsste ich jetzt nicht fahren. Ja. Genau. Ich hatte vorhin gerade überlegt, wo wir jetzt eigentlich stehen geblieben sind. Und dann ist mir das aber irgendwann auch wieder eingefallen. Wir sind hier am Anfang von dieser Bibliothek stehen geblieben. Und wenn ich so an meine Playthrough-Run mich zurückerinnere, fand ich das damals ein richtiges Rotzgebiet. Und wenn ich mich jetzt richtig entsinne, also ich meine, der Matteo wäre in diesem Soul Keepers Run, oder wie das hieß damals, auch hier gestoppt. Ach, irgendwie ziemlich dumm und unnötig, aber ich meine, die meisten Dark Souls Tode sind ziemlich dumm und unnötig. Alter, die sind ja aus hier Keramik, also ja Kristall. Bleib mal stehen. Müssten wir halt nur was saugen, ne? Was geht mit dir ab? Schön von hinten das Arschloch pervoriert, geil. So, was geht mit dir ab? Du gehst mir eh schon die ganze Zeit auf den Sack. Der Anna kommt doch... das sind ja zwei. Ich hab gedacht, es wäre nur einer. Du falle sie wie die Fliege. So, jetzt pass auf, den anderen Kristall Heinz. Da müssen wir wahrscheinlich schwerere Geschütze auffahren, denke ich. Zwei schlecht. Er hat ja gar nichts drauf gehabt. Ich habe gedacht, ach Gott, was das? Zwei schlecht, das ist ja nix. So, wird ja kaum belohnt, die Waffe zu wechseln. Hallo Q-Cloud W. Nee, Resident Evil habe ich noch nicht gezockt und ich muss auch tatsächlich sagen, quasi Schande über mein Haupt. Ich habe im Grunde genommen, würde ich sagen, kein Resident Evil gespielt. Das war irgendwie... Was ist das denn jetzt für Aktion gewesen?
Das war irgendwie nie so meins. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Beziehungsweise ich hatte irgendwann, als das erste Resident Evil rauskam, habe ich nur so die Demo gespielt. Hier war irgendwie ein Shortcut, aber ich glaube, den musste man irgendwie von der anderen Seite aufmachen. Oh, Alter. Der haut dir ganz schön drin. Warte, stopp. Ich will hinter dich. Lass mich hinter dich. Und wenn ich jetzt halt alle so Resident Evil Spiele sehe, und dann denke ich mir öfters nur, ach, man könnte mir noch mal eine Chance geben. Ja, aber dann denke ich mir, wenn, dann wäre es ja irgendwie sinnvoll, die Remastered-Versionen zu spielen, dass man zumindest nur so grafisch ein bisschen besser aufgestellt wäre. Und dann denke ich immer, ja, aber gibst du davor jetzt 20, 30 Euro aus und weiß schon nicht mehr, ob dir das jetzt tatsächlich Spaß macht und gefällt, ne? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht tue ich irgendwann noch mal Klick rinwerfen. Was ist das eigentlich für ein Hampelmann da oben? Jo, geil, ey. Du mir jetzt alle geil, ne? Die, zack, rin und alle hängen sie in der Luft, ne? Die hängen alle gar noch nicht mal im Regal fest. Von der Story her nur der Teil 2, oder wie meinst du? Nein! Gut, das wäre dann natürlich auch nur Überlegung, aber dann müsste, also ich müsste, finde ich dann jetzt zumindest mal, das geht hoch, dann gehen wir sie erstmal immer rum. Also ich müsste dann zumindest mal einmal Teil 2 spiele und mir zulege, in der Remastered-Version. Ich meine, das ist hier machbar, so ist nicht. Aber ich bin jetzt natürlich zuerst mal hier mit meinem Training für den No-Death-Run beschäftigt. Das wird, denke ich, auch noch eine Zeit lang dauern. Ich weiß halt jetzt nicht so genau, was du so die Spielzeit ist. Also ist das eher so 15 Stunden Spiel oder ist das eher so 100 Stunden Spiel? Gut, ich habe jo bei RBTV ab und zu mal diese Speedruns gesehen vom Simon und einem keine Ahnung wem. Wer war denn das? Der Gregor oder so? Und da waren die ja eigentlich relativ flott unterwegs. Also ich schätze mal, es ist vermutlich eher so 15 Stunden Spiel oder 20 Stunden, ja. So, das hier ist ein Mimik. Mir ist hier eigentlich ein bisschen zu eng, um die zu kämpfen. Ich würde gerne hier vorne vielleicht auf den Balkon oder hier, da wird es auch gehen, denke ich. Hey, die hält ganz schön viel aus. Stark. Nee, 20 Stunden, das könnte man natürlich schon irgendwann nur so ein bisschen quasi inschiebe. Aber man muss halt auch sagen, ich habe hier jetzt ja auch noch quasi mehr als die Hälfte vor mir, theoretisch. So, warte, hier unten. Gucken wir mal, ob auf der anderen Seite auch noch eine Kiste ist. Oder nicht? Und wie ist bei dir sonst so? Alles klar?
Bei dir eine ganze Kristallgegner ist bestimmt mein Schwert auch schneller abgenutzt. Ja, soweit, alles klar. Ich habe dir eben mal kurz erzählt, dass mein Genick so ein bisschen steif ist, aber ansonsten... Genau, das schöne Wetter ist auf jeden Fall mal geil, mal blauer Himmel, Sonnenschein und so. Das ist irgendwie, das ist direkt wieder so ganz anderes Gefühl als immer dieses Triste von der letzten Woche. Also das ist wirklich mal ganz geil. Kann der Hinterlader jetzt nur von dieser scheiß Wand weggehen? Ja, jetzt haben wir eine doch. Arschbohrer. Tschüss. Lappe. Ist das ein besonderer Gegner gewesen? Gibt der theoretisch 8 Punkte vielleicht? Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Gebiet, wo wir hier sind. Das könnte diese Painted World of Arimas sein, ne? Naja, wir gehen mal weiter. Vielleicht klärt sich das noch irgendwie demnächst. War hier nicht, ach, irgendwann muss so, dass dieser eine Drache, den man auf jeden Fall verlieren musste? Oder war das ein zweiter Teil? Das ist bestimmt hier gewesen jetzt. Wo man jetzt erst dann alles verliert und dann, wo man auf jeden Fall stirbt, aber das war so quasi so fehlt mir das deutsche Wort intended Death, Tod. Also beabsichtigter Tod. Ich weiß jetzt natürlich auch wieder nicht, wie dieses Gebiet hier heißt. (13) Machen wir, was weiß ich. Ich nenne das jetzt nur Bibliothek. Und dann importieren wir hier Save Game. Machen wir mal hier eine Nebelwand. Da wäre es eigentlich ganz geil gewesen, wenn wir das Leuchtfeuer gehabt hätte. Oder habe ich das? Es kann auch sein, dass ich das bei Anor Londo dabei gemacht habe. Ja, genau, Bibliothek. Da habe ich es doch 11. Ja, okay. Fortfahren. Jo, das ist der Drache. Sess der Schuppenlose. Sess der Schuppenlose. Sieht man das hier irgendwo? Wo ist denn das? Sess? Undead Dragon. Priscilla. Hier ist Sess. Ja, Crystal Cave. Ja, aber ich bin hier quasi in dem Gebiet Pfanne dran, ne? Ach, ich behalte doch mal Waffe. Ja, dann ist ja geil. Sieht man hier irgendwo, wie dieses Leuchtfeuer... Ah, die ganze Seele habe ich verloren. Was natürlich trotzdem scheiße ist. Das war ja fast wieder ein Level. Verschlossen.
Bin halt echt am überlegen, ob man die komische Kristalltype hier wirklich auch noch das Drachenzähnchen auspacke. Jetzt sollten wir hier, ach komm, wir machen hier auch nur noch ein Safe Game. Weil dann nennen wir das nicht Bibliothek, dann benennen wir das in Kristallhöhle oder wie es heißt. Nebelwand. Weil wenn man jetzt irgendwie drauf gehen sollte, dann müssen wir nicht hier uns nochmal von dem anderen verkloppen lassen. Habe ich jetzt eigentlich durch den Tod die ganze Menschlichkeit verloren? Eine Tatsache, ey. Scheiße. Ah jo, wie kann man dann jetzt so dumm sein? Voll. Schon brutal die Keule, ey. Geil. Ah, so. Ausgang. Ja. Wir können aber, glaube ich, so nicht vernünftig. Obwohl, jetzt haben wir sie auch einhändig gehabt, ne? Rolle ist dann wahrscheinlich nicht mehr so geil. Ja, könnte schlimmer sein, könnte besser sein, ne? Wie war denn das jetzt hier noch? Wie war das denn hier nochmal? Ah, hier, was geht mit dem ab? Ist das jetzt die Alarmanlage oder was? Ja. Ja. Was sind das für hässliche Viecher? Wer könnte das an? Was sind das für Schneckchen? Wo rennt der dann hin jetzt? Herrgott noch einmal! Bleib stehen, wenn ich mit dir sprechen will! Ich sehe nichts. Warum sehe ich nichts? Ich will von hinten, nicht von vorne. Ich kann die Kamera aber nicht drehen. Ach, jetzt geht's. Geil. Und jetzt kommt er wieder runter, oder was? Verschlossen. Ja, geil. Jetzt guck mal, hier kann man auch drüber entlang laufen, ne? Und dann könnte man sich da vorne unter Umständen runterfallen lassen. Aber bevor ich das ausprobiere, machen wir hier mal ein schönes Safe Game. Ich müsste auch irgendwann mal recherchieren, wie ich an diesen Eisenring komme, der den Fallschaden reduziert. Den hätten wir bestimmt auch schon längst irgendwo aufnehmen können. Weil das ist jetzt schon blöd, ne? Wenn ich jetzt quasi hier so runterspringe. Weißer Seance-Ring, das ist bestimmt wieder so Magier-Bullshit.
Ja. Alles mehr Rotz, den ich nicht gebrauchen kann. Ja, ich will jetzt wieder runterspringen, dann ist die halbe Energie leicht fort, ne? Kommen jetzt die 2 Schlangenpriester wieder da hochgelaufen? Ah ne, Hochkletter will ich gar nicht. Was macht denn der, du Breakdance oder wie heißt das? So, ihr Leute, jetzt gucken wir mal hier weiter. Ah, jetzt kommen die Schlängel hoch, oder die. Wow. Ah, natürlich. Tu der mich umarme. Ist die Halbenergie leicht fort? Kenne die nix? Jetzt könnte er dankbar sein, dass ich ihn rausgelassen habe, ne? Der könnte aber auch jetzt sagen, geil, jetzt greife ich ihn an. Unterwältigend. Verschlossen. Ich habe doch den Zellenschlüssel. Herrgott noch Mo. Wie sieht's hier aus? Kann ich das Ding aufmachen? Zellenschlüssel benutzt. Geil. Komm her. Greift der die Schneckscher da auch an? Dieser Lamm geht mir auch so ein bisschen auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Kann man sich irgendwo runterfallen lassen, dass man hin an dieses Item drankommt? Stimmt, ne? Will man das ausprobieren? Eher nicht, würde ich sagen. Die Keul hat natürlich schon auch so ganz geil die Reichweite, ne? Ach so, guck, warte, pass auf, jetzt kann ich hier runterspringen. Ist nur die Frage, ob ich dann ohne die Zelle aufkomme, ne? Archivzelle Extraschlüssel. Wo kommt denn der jetzt eigentlich her? Tja, so war ich mit meiner Keul wohl ein bisschen schneller als du. Es könnte jetzt hier diese Zwischenzelle sein, ne, die ich eben nicht aufbekommen habe, aber das könnte ja auch für ganz oben das Tor passen, ne? Und lohnt das? Oder ist das jetzt wieder so? Ja, naja, gut. Weiß nicht. Ja, es interessiert mich jetzt schon, ob ich oben dieses Tor aufbekomme. Also, gehen wir mal ganz hoch, die Leder nuff. Aber wahrscheinlich nicht, denke ich. Aber jetzt der Schlüssel nur für dieses Seelepäckchen ist natürlich auch so ein bisschen traurig. Ich muss mir gleich von hier oben gucken, ob man sieht, wo dieses Glockengebimmel herkommt. Ja, ist doch klar. Sieht man das hier irgendwo? Hier war er aber auch schon fast runter, oder?
Gut, da waren wir. Und dann sind wir ja quasi schon fast ohne gewesen. Aber hier, da ist ja, ach, dieser Zaun, der ist ja nicht kaputt, ne? Also da kann ich jetzt erstmal so nirgends runterspringen, würde ich sagen. So, wann kommt denn das Schneckchen da? Ach, und flitzt so rum. Ja, tu mal dem kleinen Hallo sagen. Stirb! Easy. So, jetzt sind da unten auch noch 2, 3 von der Satt. Was natürlich ein bisschen blöd ist, wenn man ehrlich ist. Nein! Da hatte mir die Sekunde gefehlt! Weil ich mich zuerst ein bisschen orientieren muss. Stark. Wie ist tapfere Schneiderlein. 2 auf Endstreich. So, wo ist denn jetzt der Orgelspieler, du? Den wollen wir dann auch noch kaputt schwade. Es sieht fast so aus. Als müsst, da oben ist er. Also müssen wir hier rein und dann müssen wir das wahrscheinlich irgendwo hoch. Eins. Der halt mehr aus. Gut. Gnädiges Sonnenlicht. Lindern Sonnenlicht. Kann ich mit dem Bubble? Ja. Such a storehouse of knowledge, so close, but the thought offends me so I could, as a student of the arts. Ich würde mir, also ich wäre schon hilfsbereit, so ist nicht. Aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie man die Tür hier aufbekomme. Ah, hier ist leider geil. Habe ich gar nicht gesehen im Dunkeln. Falsch Richtung. Besser. Kommen wir jetzt zu diesem Orgelspieler. Dann kann ich den Shit nur ausmachen. Der geht mir in den Herz hier. So, noch so Schlangepriester. Aua. 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 Also, der 3 Stück auf Emo. War wieder schwach jetzt. Vielleicht hätte ich solle mich verpiesele. Jetzt muss ich ja den ganze Mist noch mal machen.
Plündern. Machen wir. Lieber. Ach so, jetzt kommt die. Ja, dann. Rennen! Lauf um dein Leben! Ah! Ärgerlich! Kann ich jetzt zweimal draufhauen, ne? Gut, ich könnte den ja einfach weglaufen lassen. Also jetzt für den Nordwestrand brauchst du den ja nicht zu bekämpfen. Ach komm, wenn wir eh schon da oben sind, was soll's. Ach nee, ich habe aber eigentlich keine Lust jetzt drauf zu gehen. Oder nicht drauf zu gehen, aber das wieder neu zu machen. Ach, jetzt muss ich wieder gegen die ganze Schneckscher kämpfen. Es wäre halt irgendwie geil, wenn man so ähnlich wie bei Diablo 4 oder so auf dem Boden quasi Ring hätte, dass man sieht, was so die Angriffsreichweite ist von deinem Knüppel hier. Das wäre schon irgendwie geil, finde ich. So, ich glaube, die Zelle hier haben wir jetzt zuerst nicht aufbekommen. Ja. Das heißt, da müssen wir zuerst hier unten den eine Archiv-Dingsbums-Schlüssel hole. War der hier hin? Wie war denn das? Ist aber doch vorhin auch von oben irgendwie noch einer runtergesprungen kommen, ne? Ah ne, der hat hier schon in der Ecke gewartet auf mich. So, jetzt haben wir... Ich sehe nichts. Also, dass der sich so quasi, wenn du dieses Anvisiere drückst, ja, so diese 180-Grad-Drehung macht, weil er jetzt der Meinung ist, er hätte irgendwie kein vernünftiges Ziel. Das geht schon auf das Sack, wenn ich ehrlich bin. Also richtig. Weil dann denkst du an nichts Böses, drückst du drauf und zack, laufst du der Abhang runter oder so. Das ist schon scheiden. Gerade so noch rechtzeitig initiiert den Schlag. Knapp war es trotzdem. So, hier unten war ja sonst quasi nichts mehr. Machen wir die jetzt direkt kaputt? Oder gehen wir zuerst hoch? Komm, jetzt sind wir da, oder?
Warum hält denn der Edo hin in der Eck so viel aus? Guck mal, der hat jetzt 3 schwere Angriffe gebraucht. Der andere nur 2 und die andere Lappe von Pfanne jeweils nur eine. Guck mal, er rettet sie erstmal mit dem. Bubble, bubble, bubble. Jetzt wäre tatsächlich für mich so ein bisschen die Überlegung, ob man für dort oben nicht doch irgendwie meine Waffe noch mal ändern. Dass wir ein bisschen agiler unterwegs sind. Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Flakons, das ist auch schon mal gut. Wobei mir hatte eben natürlich auch keinerlei Zeit überhaupt eins zu nehmen. Muss man halt auch sagen, ne? Wow, das hat ja viel abgezogen. So hoch hat das gar nicht ausgesehen. So, aber nichtsdestotrotz können wir da unten doch viel besser kämpfen. Gut, es wäre halt geil gewesen, wenn es nicht alle 3 FM gekommen wäre, wenn ich ehrlich bin. Ja, das war wieder... Das war jetzt wieder 2 Mo. Peak. Schneller, 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 schneller. Ich falsch Taste gedrückt. Nein, trifft er mich? Nein. Was war das dann wieder für Aktion jetzt? Ey, die 3 da oben, die gehen mir auf den Sack. Wie soll ich gegen die dann kämpfen? Ich habe eben noch gedacht, naja komm, du brauchst mir kein Safe Game anzulegen. Ist hier nicht schwer, sind nur 3. Ich muss aber fairerweise sagen, ich bin davon ausgegangen, dass mein Schwert ein bisschen mehr Schade macht als quasi gar keine. Rudo jetzt. Der ist schon direkt wieder 11 Flasch verdummbeutelt. Achso, den nur müssen wir zuerst. Ich lerne es nicht, ich lerne es nicht, ich lerne es nicht, dass ich das nicht zeitlich hinbekomme. Warum? Jetzt sehe ich... Achso, wahrscheinlich, weil ich den anderen anvisiert habe, ne? Ja. Ah, ich muss schön auf die Bobbes gucken. Wie schön der mit dem Bobbes wackelt beim du hochgehe, ne? Warte mal, ne, das ist ein bisschen weit weg, ne? Wie ist denn das mit Lava doch hier so im Kreis? Ah ja, da habe ich eine kleine Idee. Das probieren wir gleich mal aus. Hätte es vielleicht doch was Gutes, dass wir jetzt noch mal gestoppt sind. Ja. Ich verstehe halt auch nicht, dass der jetzt so richtig gar nicht dankbar ist, dass ich nicht aus dem scheiß Gefängnis rausgeholt habe. Ist hier schon diese Zwischenebene, wo man da drin komme? Ja. Oh fuck.
Das ist immer so kurzzeitig ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ein bisschen blöd. Weil das dann kurzzeitig so aussieht, als würde er mich doch noch erwischen. Was er aber natürlich nicht macht. Aber... Ach so, warte, du war auch noch 12 und der sagt, ne? Boom. Tschüss. Ach so, warte, ich wollte was ausprobieren. Ich befürchte allerdings, dass dieser Pfeil an diesem komischen Geländer hier hängen bleibt. Oh ne, geil. Die Hoffnung wäre halt gewesen, dass er da runterkommt jetzt, ne? Ich meine, der scheint ja schon irgendwie getroffen zu werden. Ey, guck mal, ich habe nur noch 30 Pfeile, kann das sein? Tatsächlich. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir das jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte halt irgendwie die Hoffnung, dass der dann runterkommt. Und wenn er nicht jetzt gegen die Schnecke kämpft... Ah, da ist er doch, da ist er doch. Jawohl, da ist er doch. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Einer weniger, geil. Gehen wir den anderen auch noch da runter. Ah, da oben von dem Balken schon haben wir das gemacht, ne? Ah, der ist aber... Ne, warte, du war doch noch einer. Der versteckt sich doch jetzt hinter dem komischen Orgelding, ne? Grammophon oder wie der Shit heißt. Ja, wo ist er dann? Hinterm Posten da oder was? Ja, shit, wie kommen wir dann jetzt an den dran? So vielleicht? Sagen wir das? Warum treffe ich dann doch nicht? Bin ich zu weit weg? Und von hier, vielleicht von hier, du könntest ihn jetzt treffen. Ja, da ist er doch. Stark. Wäre halt geil gewesen, wenn die Schlange, ach nicht Schlange, wenn die Schneckeviecher gegen den gekämpft hätte, ne? Das wäre halt richtig göttlich gewesen. Aber man kann halt auch nicht alles und...
Geil. Menschlichkeit können wir immer gebrauchen. Ich habe halt auch so ein bisschen Schiss, dass ich aus Versehen den anderen Kollegen dort treffe. So, jetzt nehmen wir vorsichtshalber noch mal so Schlügel hier. Aber jetzt dürfte das ja eigentlich wirklich kein Problem mehr sein, weil der Anne, der jetzt noch dort oben ist, der ist jetzt auf weiter Flur allein. Mit seinen zwei Schwertchen. Arschloch. Riesentürschlüssel. Aha, das heißt, da kennen wir wieder Nufflave und dann gibt's oben. Ach, was eine Wohltat. Es ist wirklich eine Wohltat. So, dann würde ich sagen, flitzen wir mal ganz nuff. Könnte man sich fast überlegen, ob man auf dem Rückweg jetzt dort oben an diesem Lagerfeuer nochmal eine kleine Rast inlegt. Fände ich, glaube ich, gar nicht nur so dumm. Aber dann sind natürlich auch wieder alle Gegner da, ne? Tun dann die da hinten wieder die Orgel anschmeißen? Ach, weiß nicht. Komm, wir gehen jetzt mal so und gucken mal, wo wir rauskommen. Vielleicht gibt es dort oben jetzt auch noch nur direkte Leuchtfeuer oder so. Ich mache jetzt trotzdem mal ein Safe Game. Nur für den Fall. Weil ich habe halt wirklich jetzt keinen Plan, wie es hier weitergeht. Import. Fortfahren. Ach so. Er hätte vielleicht wolle ohne den anderen noch befreien, ne? Gehen wir doch nur runter jetzt. Warum kann der dann schnell Rolle und ich nicht? Zumindest bin ich zu blöd für. Kann man bestimmt auch irgendwie schnell die Leiter runterrutschen. Stimmt. Jetzt, aber jetzt nur so rein von der Sache her, ne? Es wäre ja eigentlich schon clever. Wir haben ja so viel Menschlichkeit, mit der man eigentlich so gar nichts anfangen könne. Also außer man davon abzieht, dass man ab 10 oder 20 oder was es ist, irgendwie bessere Drop-Rate hat. Eigentlich macht es ja schon wahrscheinlich Sinn, jedes Lagerfeuer zu entfachen. Schätze ich mal. Hello again. Alas, I'm imprisoned once again. The archives. Such a stop. The thought offends me so. As a student of the arts, you... Aber wie können wir den dann befreien?
Müssen wir noch hier hoch? Weil hier kann man sich ja auch nirgends, dass man sagt, wir lassen uns hier mal irgendwie runterfallen oder irgendwie so. Hier mit runterfallen oder so ist hier nichts, ne? Mit dem Pfeil irgendwo drehen schießen ist auch nicht. Und unabhängig davon, ich käme ja auch gar nicht über die Brüstung drüber, ne? Ja, keine Ahnung, dann lassen wir noch halt ohne verrecke. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt an den Kollegen drankommen. Würde mich halt auch interessieren, was das denn für ein Item ist, ne? Vielleicht muss man auch die zwei Typen hier drin am Leben lassen. Dass die irgendwie die Tür dann aufmachen, wenn ich oben das Grammophon ausmache. Naja. Wir können uns natürlich dort oben mal ans Lagerfeuer hocken. Vielleicht machen die das Ding hier dann auch wieder an. Einfach zum Ausprobieren. Och, das geht aber alles noch. Gut, sagen wir so, die mache jetzt dieses Grammophon scheinbar nicht nochmal an. Und das sorgt jetzt auch dafür, dass keine Schneckcherdosen oder was? Die sind jetzt alle da hinten in dem Ding drin, ne? Die Frage ist jetzt ein bisschen, sind die da drin und die Tür auf? Ne, die Tür, oh fuck, die Tür ist noch immer zu, ne? Jetzt gesetzt dem Fall, ich würde mit einem Pfeil durch hinne in diese Zelle reinschieße. Mache die dann die Tür auf und gucke? Sag mal, ist die Tür doch nicht gerade sogar auf? Oder war das jetzt nur optische Täuschung, weil ich so weit weg war? Ne, die ist noch zu, ne?
Könnten wir hier eben ums Rundell laufen. Jetzt haben wir da oben natürlich wieder die 3 Gegner am Start. Das ist natürlich auch dumm. Wir könnten natürlich auch gleich von hier schießen. Ja, das bleibt aber im Gitter stecken, ne? Dass mir die da irgendwie so rinlockt können. Funktioniert nicht so richtig, ne? Wenn ich jetzt, kann ich das Ding anmachen bitte? Und dann kommen die da unten rausgeflitzt. Und wenn ich die Hebel wieder... Und dann gehen sie wieder rein oder wie ist das? Ich habe keine Ahnung, wie ich schon dran komme. Also wirklich überhaupt keinen. Ich glaube aber, da hatte ich beim Playthrough auch eine Zeit lang dran gehockt. Das war dann irgendwie ganz hohl. Und eigentlich gar nicht so schwer. Könnte halt jetzt tatsächlich sein. Ah jo, natürlich, was ist da jetzt schon wieder kaputt? Dass ich so dieses Leuchtfeuer hätte müsse tatsächlich nehmen. Das war auch irgendwie so ganz komisch Sache, wo man irgendwie die Treppe hin und her fahren musste und so Scheiße.
Also sagen wir mal so, da wird sich schon lohnen, wenn man quasi ohne dieses Leuchtfeuer auflevelt auf plus 10. Einfach damit man hier quasi genug Flakons haben. Gut, wir pfeifen uns jetzt gleich mal noch in Menschlichkeit rein. Warum habe ich jetzt... Achso, das ist doppelt... Ne, das geht Doppelmenschlichkeit. Warum habe ich jetzt 2? Muss man das verstehen? Oder nicht? Das ist hier die Frage. Gut, also das lernen wir da draus. Wir müssen hier runter. Obwohl, warte, man könnte natürlich... Ach, wie war denn das hier? Sind wir von hier hingekommen? War das auch eine Treppe, die man benutzen kann? Ah, hier konnte man quasi runter, ne? Okay. Und hier sind wir hierher kommen. Ja. Wo kommt denn der jetzt eigentlich her? Und hier gibt's nichts, aber runter. Keine Ahnung, wenn ich die Treppe drehe. Und dann komme ich ja quasi auch dort runter, ne? Da oben war ja quasi Sackgasse. Und wenn ich jetzt die Treppe drehe, und dann komme ich hier runter. Und dort war ich noch nicht. Nicht. Ja gut, das hat mir genau gar nichts geholfen, ne? Da müssen wir doch runter. Hier waren wir auch schon. Und hier oben waren wir auch schon. Okay, na gut, dann müssen wir die Treppe runter, würde ich sagen, oder? Ah, das ist der hier auf der Treppe stand hat. Der ist dann über zu uns gekommen.
Hier kann halt auch immer nur ein Item sein, ne? Theoretisch können wir jetzt noch eins runter oder man könnte die Seite wechseln. Ich würde aber jetzt erst mal dahinter laufen wollen. So, haben die zwei jetzt einfach so aus Jux und Dollerei dorthin gestanden und hätten wir was beschützt und gar nichts. Aber der ist sehr enttäuschend, wenn man mal ehrlich ist. Wie ich ihn vor mir her. Ist das hier das Anfangsgebiet, wo wir herkommen sind? Ich würde fast sagen, ja. Aber man konnte doch hier so Shortcut freischalten. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen hat eben bei der einen Leiche auch nichts gelegen, ne? Ja, genau so ist es. Hätte man sich das jetzt irgendwie alles sparen können, wenn ich jetzt nicht einfach auf der anderen Seite hochgegangen wäre, statt hier links oder so? Warte, was ist denn hier? War hier Hebel? Hat der Hebel jetzt vielleicht ohne diesen Shortcut aufgemacht? Oder was hat der gemacht? Welche, das ist so ein Beschiss, ey. Dass ich dir jetzt durchstehen durchschaue. Aber irgendwas habe ich hier jetzt übersehen. Irgendwas habe ich hier jetzt übersehen. Und vor allem jetzt muss ich den ganzen Shit nochmal machen. Das ist viel schlimmer. Oder geht mir jetzt einfach wieder zu diesem Gegner. Also zu diesem Kristalltyp, dass ich jetzt dann halt doch gegen den kämpfen kann oder so irgendwie. Weiß ich nicht.
dieser Hebel, der war quasi eben nur weiter unten, ne? Ich finde dieses Level 8 irgendwie ein bisschen verwirrend. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Ist quasi auf beide Seiten einfach so Steg, den du durchschlafen kannst, aber trotzdem ist es irgendwie... War hier hinten die... Nö. Ich bin aber auch so sicher, dass man da irgendeine Shortcut aufmachen konnte und man dann seitlich rauskommen ist. Aus dem... Aus irgend so einem Bücherregal. Aber... Ich weiß es nicht mehr. Komm her, trinken wir was. Aber wie kommt man dann jetzt so drüber? Du ist doch auch noch mal so Roll-Ding, du. Aua! Hä? So waren wir doch aber auch schon. Die Treppe hier kann ich mich so direkt gar nicht erinnern. Ah, ich habe eben schon kurz gedacht, ich falle hier runter. Jetzt ist er auf die andere Seite gehupst oder was? Ah, du waren wir vorhin ja auch schon, du, die Crew, die haben wir uns ja auch geholt. Dort unten sind wir rauskommen. Ja gut, da oben waren wir aber auch schon jetzt, ne? Jetzt, wie ist denn das, wenn wir jetzt das nochmal drehen? Und dann sind wir doch wieder, dann kommen wir hier wieder auf die andere Seite. Ja, man hätte halt hier hin vielleicht nur noch. Und dann können wir auf jeden Fall auch hier runter. Ey, es geht mir so auf den Sack. Warum soll der jetzt nicht den anderen Deppte auf dieser scheiß Treppe treffen? War das jetzt schwer oder was, hä? Von wo jetzt bitte? Von wo? Es ist auch wieder so richtiges Höllegebiet.
Aber für was war denn jetzt eigentlich dieser eine Hebel, den wir da betätigt haben? Das habe ich halt noch immer jetzt nicht irgendwie rausgefunden. Konnte man hier eigentlich auch irgendwie durchlaufen? Oder du war zu, ne? So, rechts, links, wie auch immer. Ja. Und wenn man... Item. Ja. Und wenn wir jetzt das Ding nur noch mal drehen... Und dann kommen wir wieder auf die vordere... Dingsbums hier. Und dann können wir quasi hier die Treppe runter. Hier. War hier hinten irgendwie die Truhe? Nö. Ruhe am Arsch! Konnte man hier irgendwo irgendwie, hier konnte man auch runtergehen und dann darüber, wahrscheinlich kommen wir so dann dort hoch, ja. Hallo, Konstant Zocken 4874. Ja, also habe ich vorhin schon im Q-Cloud gesagt. Ich habe bisher keinen Resident Evil Teil gespielt. Beziehungsweise vom ersten Teil, als der irgendwann mal rauskam, habe ich nur so Demo gespielt. Die hat mich irgendwie nicht so abgeholt damals. Und seitdem habe ich das auch irgendwie nicht mehr angefasst. Aber wenn ich dann so auf Rocket Beans TV ab und zu mal dann so Speedruns oder so sehe, dann denke ich mir öfters mal, ach jo, eigentlich könnte man ja auch noch mal Versuch starten. Habe ich aber bisher nie gemacht. Dann ist auch so ein bisschen die Frage, mit was für einem Teil wird man dann am besten anfangen? Oder nimmt man dann einfach nur die Remastered-Spiele, wobei du sollst ja auch welche sind, die ein bisschen besser sind, welche die nicht so gut sind. Jo. Also das sind so Überlegungen, die ich da jetzt hab. Aber ich bin jetzt natürlich auch noch ein bisschen beschäftigt hier mit diesem Training zu dem No Death Run. Sprich, da bin ich halt jetzt eigentlich auch noch ein bisschen beschäftigt, ne?
Aber ich habe schon mal gehört, es ist halt eher so 20-Stunden-Geschichte. Und das könnte man ja vielleicht auch mal irgendwie inschieben. Ich könnte so schwören, dass hier irgendwo so ein Shortcut aufging. Aber, keine Ahnung. Ja, jetzt gucken wir uns zuerst mal das Pfanne an, dieses Leuchtfeuer. Ja. Also da habe ich tatsächlich mal mit liebäugelt. Ich habe also irgendwelche Resident Evil Teile habe ich auch irgendwie in meiner Steam-Bibliothek, weil ich mir immer mal gedacht und ach jo, könnte ich ja eigentlich mal. War hier nicht irgendwo mal ein Leuchtfeuer? Stark. Ey, es kotzt mich so an, dass so alles auf der gleichen Taste liegt. Komm, warum sollst du jetzt Geschiss machen? So viel so riskant. So, jetzt entfachen wir das Ding, Emo. Aushöhlung umkehren, jawohl. Entfachen, jawohl. Dann kriegen wir 8. Ich habe irgendwie gedacht 10, aber jetzt habe ich immer 15. So, A-Level können wir machen. Beweglichkeit für mehr Schade, Kondivigue für mehr Belastbarkeit. Naja, Schade ist schon geil, ne? Das müsste man sich halt echt nur angucken, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß es nämlich nicht. Langbogen haben wir halt schon, ne? Ich schwöre, dass man hier irgendwie Shortcut freigeschaltet hat, nur. Ich meine, kann ja noch kommen. Ich will nicht mit dem scheiß Schild parieren, ich will einfach einen schweren Angriff machen.
So, war hier jetzt nicht irgendwo so ein Aufzug? Der muss doch jetzt quasi irgendwie hoch zu dem Bossgegner geführt haben. Ja. War hier nicht Achmo-Gegner? Dieser Trepp? Oder auch nicht? Jetzt habe ich halt keine Ahnung, ob wir jetzt alles gemacht haben, was wir machen müssen. Oder ob jetzt noch irgendwas fehlt. Machen wir hier mal Rename. 03. BIP. Die zweite. Import. Rename. Boss. Die zweite. Fortfahren. Du müsstest jetzt hier noch irgendwo mal Seele einschließen, ne? Aber wir sind jetzt noch genauso schlau wie davor, oder? Wir können durch noch immer nichts machen. Also irgendwas haben wir wohl verkackt. Oder nicht gemacht, was wir hätten machen müssen. Irgendwas stimmt doch nicht. Dann hättet ihr noch irgendwas anderes machen müssen vorher. Ich hab ja auch, also ich bin mir echt so sicher, dass das ohne irgendwie so Shortcut freigeschaltet werden konnte. Ich wüsste jetzt aber auch tatsächlich nicht so genau, wo ich hier unten jetzt noch rumflitzen sollte. Wir haben ja eigentlich hier schon ziemlich alles gemacht, ne? Keine Ahnung halt, ne? Man kann jetzt hier nur mal durchrennen, klar, aber... Er lebt ja als noch. Ey, es kotzt mich so an, dass ich die nur Emo treffen kann. Weiß, ganz stimmt's hier nicht. Emo hat nicht so 8 Emo getroffen.
So, du sind wir ja eben herkommen. Warum jetzt das schon wieder? Geh mir doch jetzt nicht auf den Sack, ey. Aha, warte mal. Wo war dann dieser Hebel jetzt? Hat der Hebel hier irgendwie die Leiter irgendwie rumgemacht? Kann das sein? Wo war denn der? Wo wäre denn der gewesen, der Hebel? Der war hier noch ins runter, ne? Wird man hier hinten noch ins runter? War der Hebel hier drüber auf der anderen Seite, glaube ich. Irgendwo, irgendwie, irgendwas? Nee. Wo war jetzt dieser fucking Hebel? Wo kommt der dann jetzt eigentlich wieder her? Warum bin ich jetzt tot? Ich habe mich eben fast voll Energie hochgeheilt. Also ich glaube halt, dieser Hebel, den wir da vorhin mal gezogen haben, der hat vielleicht die Leiter in eine andere Position gebrungen. Da habe ich vielleicht noch nicht alle Optionen ausgeschöpft in dem Moment. Müsste man halt nur mal wissen, wo das war, ne? Aber jetzt ist doch die Leiter hier eigentlich an der richtigen Stelle, würde ich sagen. Ja, natürlich. Ich will nicht brachiere, ich will einfach nur einen scheiß schweren Angriff machen. War nicht irgendwo Leiter, wo man hochkommt? Ah, hier, so geht's hoch. Aber jetzt warte. Das ist aber die Falschleiter. Ich will schon da vorne die Leiter haben.
steh mir das sicher. Kommt der irgendwie, der kommt mit angelaufen, ne? Haben wir doch nicht irgendwie Schild mit Magieresistenz am Anschlag? Ja klar, das Schild, das ich nicht dran kann. 40. 30. Das wird ja alles raulicher. Hm, 65, immerhin. 40, 65. Kann ich jetzt nicht das Schild so und dann trotzdem das Gang theoretisch. Die Frage ist, blockt das jetzt wirklich den Energieschaden so wie es soll? Oder nicht? Ich kann die noch nicht mal anvisieren. Ja, um ganz ehrlich, das ist mit dem Schild aber auch extreme Kacke. Weil man sich schon nicht bewegen kann, wie man will. Da war doch irgendeins mit 60 oder so. Du das. Du das. Jetzt müsste man halt eigentlich nur mal auf die andere Seite kommen, ne? Aber hier auf der anderen Seite können wir ja nicht durchlaufen, oder? So unten jedenfalls nicht. Und da oben jedenfalls auch nicht. Aha, du können wir aber... Ah, bringt uns das sowas? Ja, vielleicht. Ja, so richtig geil ist es nicht, aber okay, dann lassen wir uns da halt nur mal runterfallen. Also ist sie jetzt nicht schlimm. Hauptsache, wir kommen auf diese scheiß Leiter drauf. Aber hier waren wir ja auch schon mal und wir haben ja hier auch quasi nichts gefunden, was man irgendwie entfernt auch nur gebrauchen könnt. Hinten ist noch so Kiste, jo, die hatten wir, ne, war das glaube ich ein Mimik oder wie war das? Nö. Jetzt kann ich halt hier über runter gehen. Aber da sind wir ja quasi irgendwie herkommen, ne? Was geht mir denn hinter dem Abgucken, wie der da rumzappelt? Hier sind wir ja quasi herkommen. So, wenn ich das Ding jetzt umdrehe, könnte man da unten mal rausgehen. Und hier oben könnte man auch mal gucken. Da waren wir bestimmt auch schon mal. Ja, du. Ah, da sind wir ja quasi runtergesprungen auf das Ding, wo wir eben so ein bisschen Schade genommen haben. So, hier ist nichts. Da ist auch nicht der Hebel.
Dorthin ist, glaube ich, auch Sackgass. Aber wir waren auch schon mal da draußen, meine ich. Ah, ne, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Was? Hat er jetzt vorbeigeschossen, der Depp? Voll Idiot. Ach, guck, hier ist leider. Und da kann man jeden. Ich wusste doch, man konnte irgendwie dort die Tür aufmachen. Ich wusste es ganz genau. So, und ich würde jetzt sagen, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, hocken wir uns nochmal schön an dieses Lagerfeuer. Ach, das ist komplett andere Ebene. Ach so. Okay. Okay. Das hatte ich so jetzt nicht auf dem Schirm. Jetzt gucken wir mal zuerst, was hier noch zu machen und zu holen gibt. Ich weiß nicht so, dass man hier nichts sieht. Jo, das ist auch nur für die Riesehöhle zu gebrauchen, das Licht oder was. Das bringt nämlich hier genau gar nichts. Und jetzt geht's hier hin, wohin? Okay, hier gibt es quasi nur ein bisschen Material, so wie es aussieht. Und das hier ist ein Mimik. Riesenzellenschlüssel. Ist das der ganz unten? Muss ich jetzt nur mal ganz zurücklaufen, um diesen scheiß Schlüssel zu benutzen oder was? Ist das so? Komm, ich mache jetzt hier mal noch ein Safe Game. Weil ich jetzt nicht so genau weiß, wie es hier weitergeht. Geheimtreppe nennen wir das. Jetzt gehen wir aber noch mal vor und machen noch ein Safe Game an dem Lagerfeuer.
Import Rename. Lagerfeuer. Lagerfeuer 2 nennen wir das, ne? So. So können wir das doch lassen. Ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, geht man jetzt hier hinten die Treppe runter? Oder geht man hier vorne durch die Halle? Prismastein. Okay. Brauchen wir den für irgendwas? Wie heißt das Gebiet hier? Das doch bestimmt auch irgendein Name, oder? Nee. Hat's nicht. Wie weit ist denn das? Also wie weitläufig? Da geht's, glaube ich, irgendwo dann runter, ne? Oder ist das nur so Innenhof? Ja, weiß nicht. Da gehe ich, glaube ich, zuerst mal lieber hier oben entlang. Hatte ich vielleicht aber dann auch irgendwie falsch abgespeichert, dass es hier Shortcut gab in diese große Halle, sondern dass ich quasi das hier gemeint habe mit Shortcut. Dass ich das irgendwie falsch in Erinnerung hatte. Einmal die kleine Hutzekrutze, ach schade ohne Ende irgendwie. 2 Schläge und ist mal halb Energieleist weg. Ja, hier ist es Sackgass. Geil. Dann müssen wir wohl auf der anderen Seite hoch, ne? Kommt eben schon alles auch so ein bisschen bekannt vor, ne? Das ist auch wieder quasi recycelt war ohne Ende. Ach so, die Treppe, ne? So diese T-Form dieser Treppe. Ja, fick dich doch, ey, geh mir doch nicht auf den Sack mit deinen scheiß Zauberdinger, du. Kann schon machen, wenn ich weiß, wo ich lang muss. Und ich nicht hier rumlaufe wie so Falschgeld. Ist das nicht? Das ist doch von Pfanne. Ey, komm, willst du mich jetzt wirklich verarschen oder was? Das ist doch genau dort, wo ich eben auch war. Aber das ist irgendwie doch eine andere Halle.
Ey, ich verstehe dieses Level nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses Level nicht. Keine Chance. Das ist doch genau das, wo wir... Diese Eingangshalle, wo wir eh die ganze Zeit durchgelaufen sind. Also jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch genau die gleiche Stelle, wo wir eben lang gelaufen sind. Hier hast du den Aufzug, den wir hochgefahren sind. Und da unten ist die andere Eingangshalle. Das sind wir doch vorhin auch lang gegangen. Oder nicht, oder... Ich raffe es nicht. Die Treppe da, wo der andere da Mitte im Weg steht. Der liegt da an dem einen Hebel, den man genommen hatte. Das ist die Eingangshalle. Aber hier dürfte mir doch dann herkommen irgendwie. Kann doch eigentlich gar nicht anders sein. So sind wir runtergesprungen, dass man auf der anderen Seite hoch konnte irgendwie. Aber da unten war doch kein Leuchtfeuer oder wir sind nicht ganz runtergekommen aus Gründe. Ich verstehe es gerade echt nicht. Also, keine Ahnung, ihr Leute. Vielleicht liegt das an dem einen Hebel, das wir benutzt haben, oder auch nicht, oder keine Ahnung. Keine Ahnung, wir nehmen Modido, hä? Vielleicht gibt die... Ja gut, ich weiß halt nicht, ob die anderen 5000 gibt. Ne, wenn die da 5000 gibt, hätte die anderen auf jeden Fall weniger gibt. Ja, natürlich reicht's nicht.
Hier runter müssen wir dann, ne? Ey, weißt du was? Ich mache jetzt hier nochmal ein neues Safe-Game für dieses Lagerfeuer. Das können wir überschreiben. Dann mache ich für die Treppe auch nochmal ein neues. Wir haben hier jetzt nichts gemacht zwischenzeitlich. Lagerfeuer Replace. Kann halt schon sein, dass wir jetzt durch diesen Innenhof quasi an den Kristallgegner kommen von hinne, der uns quasi so weggeklatscht wird. War hier nicht irgendwo Gegner? Der geht mir wahrscheinlich, der unten war auf jeden Fall einer. Hä, aber die hatte ich doch aufgemacht. Ah gut, ich war zwischenzeitlich gestoppt, ne? Muss ich da nicht oben die auch nochmal alle aufmachen, die Kiste und so? Wie sind das? Ne, die sind noch. Komisch, aber okay. So, und hier machen wir jetzt Animal Safe Game. Aber vorne, da komme ich jetzt wirklich nicht drauf klar. Replace. Replace, ja. Wow, was hat er denn da ein Doofhergerätsch gehabt, allebei? Ja, da hinten der Goldtyp, der haut bestimmt fest dazu, denke ich, ja? Guck mal, da steht auch noch einer. Oder zwei oder drei. Drei auf einem Haufen ist natürlich Assi hoch 10. Ah, hier ist doch noch eine. Formulieren wir so, wenn ich jetzt nicht unbedingt gegen die kämpfen muss, könnte man es halt einfach bleiben lassen. Why, thank you. I am Wiegland of Cat. I don't know. It wasn't terrible. I must think of some. Ja, mach, erzähl ich mir erkenntlich. Oh, you wouldn't miss him. Thank goodness. Well then, now I shall just stay. Thank good. Well then, now I shall just. Jetzt geht's, glaube ich, hier runter irgendwie. War hier nicht noch irgendwo ein Item? Oh, da hinten steht noch eine. So steht noch eine.
Der gibt richtig Gas, der Berg hoch, der gelegt ohne, ne? Das war jetzt natürlich schon wieder scheiße. Wir genauso Millimeter gefehlt in der Distanz. Ach, war das scheiß Gebiet, wo diese unsichtbare Stege waren? Wo man nicht gesehen hat, wo man langlaufen muss oder so ähnlich, gell? Kristallhöhle, ey. Trotz hier. Wäre halt irgendwie geil, wenn man hier so, also erstens so Leuchtfeuer wäre natürlich geil, klar, aber wenn man die quasi staggern wird, wenn man die trifft, gemischt nur mit einem schweren Angriff, dann weh mir. Ja, geil, ne? Ist halt nur die Frage, kann man jetzt von hier aus schon gehen? Ja, sieht schon so aus, als könnte man von du aus schon gehen, ne? Aber jetzt ist ja das eigentlich quasi erst die Kristallhöhle, ne? Import. Rename. Kristallhöhle. Ja, probieren wir mal aus. Wir kennen nicht mehr wie runterfalle jetzt, ne? Ja, okay. War jetzt aber auch nur gut, um die Menschlichkeit hier einzusammeln oder was? Ah. Und da? Da kommen wir jetzt so nicht dran, so wie es aussieht. Mhm. Oder warten wir mal da oben drüber? Nee, da kommen wir nicht dran. Dem hätte ich alleweil schöne Shell gehabt mit meinem Gerätchen hier. Aber ja. Bringt nix. Geht nicht. Ist nur die Frage, können wir da jetzt einfach geradeaus gehen so? Jo, ne? Ja, ich hatte Schild oben und was hat's gebrungen? Genau gar nichts. Jetzt die Frage, dieser erste Kristalldämon, zählt der schon als Kristalldämon, wo der andere Zwiebelrittersohn rausgeschlüpft ist? Oder ist das quasi noch nicht? Hätten wir jetzt hier keine wenigstens nur 2, 3 Menschlichkeit kriegen, ne? Bin ich. Warum klitsch ich dann jetzt an dem vorbei?
Nächstes hätte ich die Abflucht gemacht, ey. Warum rutsche ich denn hier jetzt bitte runter? Hat auch noch Item? Nee, ne? Hör auf jetzt. Hör auf doch jetzt, doch! Ich glaube, ich habe für die scheiß Kristallhülle hier jetzt keinen Nerv mehr, ey. Ohne Scheiß. Ich würde sagen, die machen wir am Montag. Am Montag ist ja auch noch Tag. Das Geile ist halt, The Duke's Archive. Fengboa. Die 2 haben wir gemacht, die war ganz am Anfang. Die Chandler 1, 2, 3, die hatte mein Mensch 8 gemacht. Und die Golden Crystal Dingsbums haben wir 8 gemacht. Ja, geil, da haben wir ja halt doch irgendwie was geschafft. Duke's Archive heißt die quasi Königsarchiv oder sowas, hä? Archiv des Herzogs. Dann mischt man das irgendwie mal umbenenne hier. Grabmal der Riesen. Ja, gut, das können wir gleich machen. So, ja, Leute. Also, ich würde sagen, wir packen es dann für heute noch mal. Diese Kristallhöhle, die ist halt echt blöd, weil man nicht sieht, wo man hingeht und alles drum und dran. Und man fällt halt auch ruckzuck mal irgendwo runter. Das ist halt dumm ohne Ende. Und da habe ich jetzt keinen Nerv mehr dafür. Dann die dumme Schmetterlinge, ey. Oh, das wird so blöd, ey. Wenn ich das in diesem No Death Run, wenn ich bis dorthin tatsächlich kommen wird, nur mal angenommen, dann ist das auch wieder so richtig abfucktert. Naja, gut. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend, einen schönen Sonntag, dann halbwegs vernünftiger Start in die neue Woche und am Montagabend sehen wir uns dann wieder. Bis denne. Tschüssi.